We beden, ja, wie naar het woord kunnen. Jezus, dankzij dat u hier bent. Heer Jezus, dankzij dat u hier bent. En we danken dir ook voordat dat u hier bent en dat we kennen en die niet heen moet zijn. Dat onze je zegt, dat ik nog die drie kennen, dat we dat united kennen, alles dat wat u voor ons hebt. En we danken die van jou ook voor het woord wat u voor ons hebt. En dat we kennen hoe naar die woord komen. En dat we kennen einfach dat united het woord, dat we kennen einfach dat van jou afvallen laat in ons woord. Dankzij Jezus dafür. Amen. Vandaag wil ik reden van Jezus die hoort van wunder. Waar Jezus brennen deed voor wunder. Waar dat part van zijn natuur is. En wie immer waren van tijd tot tijd reden we over wunder. En dat is wichtig dat we ervan reden. En dat is ook besonders wichtig dat we Zeugnisse geven van wunder wat God in onze meer deed. We willen dat vandaag ook hier horen. Interessant is dat Petrus zijn beroeping wie Jezus zijn jünger te zijn. Dat we einfach Jezus navolgen. Hij zal mensen versen. De verste hij kreeg wordt, daarom kümmert Gott sich. Seine Arbeit wie nicht zu sein, wo er de vers wird kriegen. Hij volgt Jezus nu. Hij deed mensen versen. Hij deed dat wat Jezus van hem verlangt. Dat de vers, als hij zoveel vers kreeg, als dat wunder passieren, hij muss sich nicht darum kümmern, dat dat wunder passieren deed. So, wie willen van jou voets aanvangen, dat we brücken niet een slechte gewisse krijgen. Hey, wat moet ik doen, dat de wunder passieren? Hey, wo moet ik me afvaren? Wo moet ik dit doen? Wanneer moet ik ten beden brücken? Sondern wie weten dat God kümmert sich, omdat die Sachen passieren. En dat is het schijne, dat we kunnen tranquilo en geloten zijn. We zijn eine Bibel voll Wunder. Wir sehen, über die Welt geschaffen ist. Die erste Reihe in der Bibel, das ist das ganze Welt, nicht bloß die Erdball, sondern das ganze Universum, alle Sterne, alle anderen Planeten, alles, was wir nicht mal weten, dass das gibt, wenn das so groß ist. Wir weten das alles, das hat Gott in 7 Tagen allein gemacht. Stellt euch vor, 7 Tage, und das wären 7 Tage aus wie Hand. Van een dag en een nacht. Wie weten dat Lothar, wo Noah een ark gebeuren deed, en hoeveel wunder door passieren deed. Wie weten wo Gott Abraham een kind geven wordt, van dat kind een ganze volk geven. Wie zijn dat ganze Oude Testament wunder hingen wunder. Jetzt von der aus Mars vertelt Heidi mir, was sie an die Kinder hat von Elisa, ja, von Elisa ein Wunder vertelt. Wo das Elisa einmal bei das ein Polit schlupen deed en wo dann hij zei, ik wou 1 jaar waar terugkomen en dan wou je een kind hebben. En dan kreeg hij dat kind ook, plus dan irgendwann dan je dat kind met de voeder met arbeiden en wordt krank en storft. En Elisa je toe gaan naar het kind, legt zich op dat kind op, beodemt dat kind, Müll te Müll en laat dat het het van zijn körper, de warm van zijn körper en Jan zijn kind neemt en dat kind gaat weer op. Er staat weer op en is levendig. So du hast so eine Auferstehung im Alten Testament. So die Bibel, die fängt im Alten Testament al ganzes dort an. David erlebt Wunder und alle Propheten erleben Wunder. Und dann kommt das Neue Testament und Jesus erlebt Wunder. Und dann kommt die no Jesus in der Zeit, der Herr Jesus in der Zeit. Und dann sind die Wunder, kriegst du wieder in der Wosse bloß. Und dort wird mehr und mehr. Und dort ist in der Geschichte, wo Gott uns nennstelle hat. Hij heeft een hart van Wunder. Jezus, der hat ein Uw, die kijkt manche Menschen. Und wenn er Traurigkeit sagt, dann sagt er, ihr Leben hat für Wunder. Wenn er Krankheit sagt, wenn er Not sagt, dann sagt er, Wunder. Das ist, was er seine deed. Und so scheint auch hier, was Lukas von dir sieht, wo sie wieder nach Santa Cruz gefahren, in ein Hospital nehmen, und wo sie mit der jährlichen Uhr Sachen sein können. En wo sie beten können, de hängen bleiben können, wo sie können Jesus einfach durchbringen in diese Stuf. Der Friede von Jesus und wo die ganze Stuf, die ganze Person, die ganze Familie und wo ein Wunder einfach die Geschichte verändert hat. In Hebräer 13, Vers 8 sagt, dass Gott bleibt immer derselbe.
Hij is dezelfde gisteren, vandaag en morgen en voor alle eeuwigheid. God wordt niet ändern. Hij is wie hij is. God, Jesus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor alle eeuwigheid. So wie weten dat die God, wat im Oude Testament en im Nieuwe Testament deze wunder gedaan heeft, wie weten dat is dezelfde vandaag. Johannes zegt, Lucas zegt dat wanneer hij wordt in zijn Buch geschreven, wanneer hij zal alle Wunder abschrijven, wat Jezus gedaan hat, dan würde die Beker nicht toereiken op deze Welt en dat alle doorschrijven. So wie geloven eens mal die paar Wunder, wat wir in der Bibel haben, dat wir die paar Wunder, wat Jesus gedaan hat. Nee, hij würde dat nicht können abschreiben, so viel wäre das. Een Geschichte, wat mir am besten lacht, ist, ich weiß nicht, wann Stadt das wir, ich ein bisschen vergessen, aber Jesus, der fährt nach dieser eine Stadt und sagt, hij könnte nicht tun, du, wir jeder hört, die Menschen wollen am nicht hier, hij kann bloß ein paar Wunder tun. Wir würden all glauben, jo, Jesus hat viel getan, er hat ein paar Wunder getan. No, hij kann nicht viel tun, hij kann bloß ein paar Wunder tun. So wie Jesus ihn hört. Irgendwann die Erde hört wir, und noch ein paar Wunder wollen wir noch tun hier. Und dann in der Apostelgeschichte, das kriegt so wieder. Sie gehen in Jesus die Namen und merken so wieder, als Jesus das getan hat. Und von der an tun ich das verreicht, diese Geschichte einfach wieder zu drehen. Von Heilen, von Wunder, von bei sie jetzt uitdrijven. Dat in der Natur Sachen passieren kann, einfach wenn Jesus in jeden wo er ist. Matthäus 4, Vers 23, Vers 25, weil wir einmal lesen. Matthäus 4, Vers 23, Vers 25. Wir wollen von dir über ein paar Sachen über die Wunder neu regeln. Besser überdenken. Dat sagt in Matthäus 4, Vers 23, Vers 25 ist das. En Jesus ging durch ganz Galiläa en leert in ihre Jüdischen en predigt das Evangelium von der Reich en heilt jeder Krankheit en Leidenschaft im Volk. So, Jesus geht von einer Stadt nach der nächste. Er geht nu in Galiläa en leert in ihre Jüdischen en predigt das Evangelium von der Reich en hij heilt jeder Krankheit. So, bei Jesus wird das klar, wenn er geht dat en predigt, wenn er geht in das Gottes Reich bringt das. Dann sind die Heilungen, dann sind die Wunder, dann sind Gott seine, dass Gott anspringt in der Situation, wo das fehlt, dann weiß er dort erst Port von dort. Vorhin glaube ich, dass ich war erst predigen, dann irgendwann nach Wunder, aber bei Jesus wird das Port. Beim Predigen, dann passiert die Sache, dann jenke in Heil jeder Krankheit. Und wenn wir auf diesen Vers hier bleiben, Vers 23 einmal trägen, ein Vers trägen, Matthäus 4, 23. Jesus ging durch ganz Galiläa und lehrte in ihre Jüdenschule und predigt das Evangelium von der Reich und heilt meist alle Krankheiten und Leidenschaften im Volk. Habe ich gleich gelesen? Und heilt meist alle Krankheiten. Was? Jeder Krankheit. Okay, jeder Krankheit. Hij heilt jeder Krankheit, nicht mehr alle. Hij heilt der alle. Hij will keinem evalueren. In Bett von der ersten Tag will hij keinen evalueren. Wir wollen das hart studieren, was hij hat. Und Jesus sein Hort sagt, jeder Krankheit, jeder Leidenschaft, als gemerkt zum Heilen. Wenn wir eine Traurigkeit oder eine Not erleben in unserem Leben, das ist einfach nicht der, was abgemerkt wird, dass Gott das Wunder tun. Vielmal sagen wir seine Blöste dicht bieten, wie seine Blöste große Not. Wir vergessen wie zu checken, dass wenn wir mit unserer jährlichen Uhr merken, dann dass die Gelegenheit, dass ein Wunder passieren kann. Jesus heilt jeder Krankheit und dort ist sein Hort, wo Jesus denkt und wo er feilt hat. So dass ich am Anfang sehe, wenn Jesus Krankheit sitzt, in Not sitzt, in verdorben sitzt, dann will er nicht bloß dort raufbringen und dort durchkleinen. Nee. Dann sieht Jesus die Gelegenheit, ein Wunder zu tun. Und das Interessante ist, Jesus heilt auch die Menschen, die sich dort nicht verdient haben, geheilt zu sein, nur unsere Menschen auch. Wir denken einmal, die benehmen sich gut genug, die haben, sie benehmen so und so, die haben sich ein Wunder verdient. Das sind menschliche, fleischliche Uhr.
Wie als Menschen würden nochmal sagen, das ist einer, den kann Jesus überlassen, den kann er sterben lassen. Und Jesus geht nur den und halt kriegt den. Wenn es dort erst so sein hart ist, auch die, wer sich dort noch unsere fleischliche, noch unsere externe Üben nicht verdient hat, Jesus geht und heilt auch den. Und wenn wir dann wieder lesen, Vers 24, und er ward durch ganz Syrien berühmt. Und sie brachten alle ihre Kranken um, die von verschiedenen Leidenschaften gequält waren, die wird von Soten besessen werden, die wird Anstoß haben, und die Gelähmte, und er möchte alle gesund, nicht mehr alle. Er möchte alle gesund. Und von Galiläa, und die Tieren steht da von Jerusalem in Judäa, und von hinter dem Jordan kam am viel Volk heran. So Jesus, wenn wir den 24. Vers checken, sagt, er wird berühmt, er wird bekannt für Heilungen. Die kennen dann, das ist der, wer heilt das. Und die Menschen fangen an heran zu rennen, so dass er sich einmal meist nicht rot wisst. Das scheint sich so zu sein, alle Menschen rennen am heran und er heilt. Und dort wir einmal so euch, dort einmal, wenn er durch eine Stadt ging, und da steht da, viele von denen haben vielleicht ganz schmale Gassen, und wenn du nu viel große Herde Menschen sind und er durch die Stadt ging, du wir auch nicht viel Raum, wo die alle haben können. So dass Zachäus auf einmal auf den Baum abgekriegt hat, wenn er will den Jesus mal sein. Und der eine früh denkt bloß, wenn ich mir einmal hier non kommen, dass ich einmal den Rock von diesem Jesus mal anschieren kann, dann würde ich geheilt werden. Er wird so bekannt, dass die Menschen kommen und für dort. Nächstens dann bringen sie ihre Feier, und dann bringen sie ihre Feierfreunde, das sind einen, und kommen waren nicht in das Gebiet, wo Jesus das mal beinahe ist. Sie schlungen dort Tag auf und lassen den mit dem Strang rauf, kriegt du, wo Jesus ist. Ich meine, das ist vielleicht eine andere Tag, hier, wo wir all hier, wenn hier geschafft wird, ich stelle mir vor, wie in jedem Tag, die waren dort nicht so hier haben, aber wenn die hier auf einmal wieder anfangen zu sehen, mit einem Isa sehen, oder würden best viel aufgeben, nicht so? Dann würden wir sagen, hey, sieht mal schnell, nee, wie man dich mal gesund merken. Dann wird den Rauf gelassen, und denken wir bloß nach Mord, wann da nu rein, wo wir dann rein, und es steht, stellt ihn vor, wo Jesus berühmt wird, wo die am Hängen ranrennen. Und das sind alles wirkliche Geschichten. Was einige Bibelstudenten haben versucht zu tun, haben viele Lehrer gegeben, die wollen sich die Sache deutlich merken. Und sie wollen einfach bloß, sie wollen die Bibel studieren, in versuchte Erklärungen zu finden. Dann versuchten sie zu sagen, dass den Tag, als die durch das Rote Meer gegangen wäre, das Meer wir nicht wirklich abgegangen, dass wir bloß Krieg ausgedreht waren, und der Horde du ab Steine gegangen, und dann nächstens, als das passiert wäre, als Jesus ab dem Boot gegangen wäre, dann da hat sich bloß geloten, wenn es die Menschen von einer Kant gecheckt, und die fangen sich Sachen und erklären, und ich denke, hallo, glaub doch lieber bloß. Glaub doch lieber bloß. Wie viel schöner ist es, wenn wir glauben können. Wenn wir kennen, so war das Kinder und dort glauben, was in uns wunderschönes Wort bei einer steht. Ich weiß, was Kinder, wenn sie diese Geschichte hören von klein an, was sie die glauben. Und was sie darauf gehen. Und was sie auch beten. Das erlebe ich jeder Tag, wo Kinder wirklich Glauben haben. Und was sie weiter, dass Gott Heilkrankheit. Und Gott merkt nie, Gott merkt gesund, Gott merkt frei. Wenn wir checken, Markus 16, Vers 17 und 20. Markus 16, 17 bis 20. En wat die uittekenen wordt, die doorgeleven, is dit. Ze waren in mijn namen bij ze Jezus uitdrijven en onbekende spraken reden. En wanneer ze Schlangen hantieren en oder Jaf trinken, dort wordt aan nichts schoden. Die waren die Kranken, die hängen bleiben, und die waren gesund geworden. So, wir hier einmal abholen. Jesus wird bekannt für Heilen. Nu sagt dat
ons, die wat aan Jesus glauben, die wie aan Jesus glauben, en ik wil me vrij, want wie in diesem Raum alle aan Jesus glauben worden. En ik glaube dan. En wanneer ik glaube nog niet toe is, kan er nu aanvangen, kan er nu geplant worden die in hart, dat er wassen kan. Amen. So, die wat wie aan Jesus glauben, dit zijn de zaken wat ons heen aankomen worden. Dit zijn de zaken wat te vallen worden. Dit zijn de zaken wat te passeren worden. Dit zijn de zaken wat poort van ons leven zijn. Ze worden bij de eerste uitdrijven. Ze worden aan bekende spreuken reden, slangen hanteren, jef drinken. En dat wordt aan de schode. Ze worden de kranken heen opleiden en ze worden gezond worden. Wat zegt Jezus hier? Voor dat wordt ik bekend weer. Voor wat de mensen mij 3 jaar heen rondgerand hebben. Dat geef ik nu weer. Dat kan nu weer passeren. Nu kunnen ze jullie heen rondrennen. Nu kunnen ze naar jullie komen. Nu kunnen ze nu, wanneer ze ganz eng zijn en ik weer weten, in geen hospital de medicijn heeft voor die heilung van een kind. Maar van een mens. Dan worden de mensen naar jullie rankomen, worden zij, leid doch bitte die hand op mijn kind, op mijn broeder, op mijn vader, wat immer, dat ik kan gezond worden. Wie haben dat verrig, dat we kunnen Jezus noemen, dat we kunnen Jezus in de voetstappen noemen. Jezus zegt ganz klar, dat we zelf in de voetstappen noemen. En dit is part van dat. Dat we kunnen in de wunder gaan. Dat is een verrig voor ons, in een opgave. En dan zegt het weer zo. En als de Heer Jezus met aangereed had, werd hij in hemel neergenomen en zat zich bij God ter rechterhand dolze. Dat is van de hemelvaart. Dat is ganz te laat als Jezus afscheid nemen deed. Dat weer de laatste woorden. En dan zegt de 20e vers. Dan gingen ze uit en predigten alleween. En de Heer bewerkt met aan en bekrachtigt dat woord der wondertekens die doorop volgden. Ein vriend zei ons is dit te mij. Einmal zegt wie bloß de wunder, wie rane de wunder hingen om, wann bloß mal dit wunder passieren kann. Und das spürt sich sehr menschlich alles, wenn es ich als Mensch will, ja, dat ja passiert das. Und das fängt an so, dann fangen wir an so ein schweres Gewässer zu merken einen Druck auf uns selbst. Das, was kann ich tun, dass ein Wunder passiert das. Und das schafft sowieso nicht. Was kann ich all tun, was kann ich all aus Fleisch, aus meiner bittersten Schale merken, dass irgendwas passieren wird. Das ist alles Gott. Aber Gott durch mich, wann du passieren das. Und er sagt, hey, lass los. Dat is een doen wat er passiert. Hij zegt, du glaubst an Jesus. Zoals de Bibel zegt. Die wer glaubt, dann wird er passieren. Dan zegt mijn vriend, du brauchst die nicht sorry mehr. Glaub an Jesus. Glaub an den Jesus, wat dezelfde gisteren, vandaag en morgen is. Glaub einfach an hem. Dan wordt dat even je passeren. Dan wordt dat passeren. En dat wil ik je vandaag moed merken. Dit woord wil ik je geven vandaag. Dat du brauchst niet die nu een druk merken dat dit en dit moet passeren, sondern glaub an Jesus. Leef met Jezus, een ganz normales leven, een aldaagse leven, waar du einfach Jesus uitleven is en waar du Jesus betekent is, waar hij hier weer, interessant. Dat wordt ik gleich te lekenen. Jezus, ik wil dit novallen, wat du hier zegt. Ik wil je ontvangen te lekenen. Wanneer du op een gosse gingst, dit is du met mensen vertalen deed. Dit is du vroeger behandelen deed. Während alle andere mensen vroeger zo behandelen, doe dat zo. Oké, Jezus, wat moet ik doen kennen te de vroeger Ramiram, te mijn ene vrouw? Wat moet ik anders behandelen kennen? Jezus, dit is waar u kinderen behandelen is. Oké, ik wil die lekenen. Ik wil ook kinderen zo behandelen als u dat. Oké, wanneer een krankheid komt, du kijkt met uw van lijf. Oké, wanneer hier een kranke persoon komt, ik wil met uw van lijf kijken. En zo weer. Ik vang aan dat te lekenen waar ik hier bijna zei. En ik vang dat aan te spelen. Ik vang dat aan nooit te vallen, maar dat te erleven wat het is. Vielemaal, dit boek is een spel voor ons, dit is einfach onze geschichte. Dit is, heb ik hier al evalueerd, dit is niet een oude geschichte. Dit is mijn geschichte. Dit passiert jeder dag. Dit is onpassieren. Dit is een boek wat nog immer wieder geht. Dit is einfach een boodschap wat niet op hier te passieren. En wat interessant is,
dass Jesus sagt, während sie gehen und sie predigten das Evangelium und die Menschen drehten um, oder wenn wir den 20. Vers noch einmal lesen, dann gingen sie rüt und predigten alleweil. Und der Herr bewirkt dort und bekraftigt dort Wort durch Wundertekens, die dort folgen. Wenn wir dort Wort predigen, dann passieren Wunder sehr viel und das ist sehr normal. Ich weiß, vor ein paar Jahren zurück, dann wir hier ein paar Lied, krieg hier eine Versammlung, die wäre das erste Mal dann hier. Und sie wären von einer Kolonie gekommen, sie wären nicht ganz zufrieden. So sie wollen was nicht schmecken. Vorhin hatte ich ein Angelo hier. Und ich kann da nicht, aber so wie vertalen um Gottesdienst, dann wäre diese Dinge hier noch nicht, diese Fenster oder was immer. Und dann komme ich denken, krieg du so wie. Nur im Gottesdienst, alle Menschen haben verloren. Und ich in das Mann sollte, ab die konnte. En har een fijne spazier en hij helde ons over de Bijbel. Hij had veel, dat ging te hier, hij had de Bijbel gelezen en dat schadert aan, dat warm zijn hart. En dat ging te zijn den Hunger wat hij had. En dat ging schijn met am vertalen. En ik kan niet ganz 100% hier, aber mir hier sich so, hij had de Radung al so mehr oder weniger ganz verstanden. So, und dann merke ich auf einmal, so, früh ich an, und von wann an weißt du all, dass du gerat bist? Ich denke mir ein bisschen an, ich sehe mich nicht sehr, als ich sehe. Und ich sage, dann werden wir das hier für klar merken. Und dann hier wären noch so Menschen, und hier ran noch ein bisschen Musik. Ja, ich sage, hier krieg ich aber steht, werden wir das doch klar merken, dass die Radung ist für die da. Und dann, dann back ich aber doch zurück. No, dat hebben we niet gedaan. Wie waren, ik kon niet hier. Oké, zeg ik. Vraag daarvoor, kan ik nu middag naar jullie komen? Ik zei, klaar, dan kan je nu middag naar ons komen. Weet dan wil ik voor mijn vrienden en kinderen ook metbrengen, dan kan die dat ook voor erleven. Ik dacht bloos, Jezus, du hast niet bloos een arbeid met nu middag. Dat is deze lied in leven houden, dat die dat waar erleven kunnen nu middag. En werkelijk, die komen nu middag naar ons. Wir haben ein klein bisschen Mittagsschluck geholt, wir standen ab, und sie Kinder schleipen nach, und wir saßen ans Büro in einem Schottentag da. Und dann vertalte ich das noch einmal, was Jesus getan hat und was die Radung wir. Und dann sehe ich, Jesus ist gestorben für unsere Sünde. Aber es ist nicht bloß für unsere Sünde gestorben, er ist für unsere Krankheit gestorben. Er lässt sich verpitchen für unsere Krankheit, dort wie können wir gesund sein. Und er checkte mich so an, und dann auf einmal delte sie mit, früh wir krank. Okay, sag ich. Dan wollen we nog van jou voor dit bidden. We willen dat van jou top erleven wat God deed. En wat is boos dan doen we dat, dan vroeg ik op eenmaal, hadden we lang geredet, wel krank de vroeg we. En dat er de radung viel en dat er een vergeving viel. En dat we alles zijn goed, wo we nu alles reilen in deze minuut daar. En dan vroeg ik, du man, hast du ook irgendwas, dat die wat wij, hast du eine Krankheit? No, mir dat nicht bei. En dan war ich früh ab. Aber die, der Regenwei, hast letzte Nacht noch zu mir gesagt, dass die der Regenwei deed. Und weiß nicht mal, hat eine große Liste von Reh von Krankheiten, was alles weiter. Okay, ich sage, wie wollen dann auch diese Reh von Sachen hier auch noch nehmen? Das ist für alles vor. Nicht bloß für die grobe Krankheiten von der Früh. Das ist für die Kapriting und auch für die Arme, die der Regenbässe, weil wenn ich Schrotz geschluppen habe. Für das ist das auch. Und was interessant ist, viele Mal sei wie das ein Wunder zugleich. Die Radung und Fuß darauf die körperliche Heilung. Und das wird denen mehr passieren. Und dort wir so stark für diese Lied, wenn sie fällt auf einmal, dort du wir ein Wort, was nicht enlarget wird, sondern ein Wort, was bekraftigt wird mit Wunder. Das Wort, was wir predigen, ist ein Wort mit Kraft. Das ist nicht ein laget Wort, wo wir bloß schmacken wird sei, sondern das Wort bekraftigt mit Tekens. In diesem Lied, dass wir sind fernet Bild, dass ich das als Beispiel brauche, wenn einer sagt, dass das Wort, was gepredigt wird, das ging Fuß in Kraft. Die Sünden werden vergift, die werden reingewaschen und der Körper wird ganz geheilt. In dem Moment, der früh wird du ganz geheilt, in dem Monat. Und es so scheint zu sein, was uns dort passiert ist. Matthäus 8, Vers 5 bis 10.
Matthäus 8, Vers 15. Das ist von den römischen Offizier. Er sagt es das. Aber diese Geschichte sagt so. Als Jesus in Kapernaum kwam ein Offizier entgegen und sagte ihm, Herr, mijn knecht ligt thuisgelähmt en zij gequält. En Jesus sagte ihm, ich will kommen und ihm gesund machen. Aber der Offizier sagte Jesus, Herr, ich sehe dort nicht wird, dass du in mein Tag kommst. Sei du bloß ein Wort, dann wird mein Knecht all gesund worden. Wils ich sie ein Mann, der ohne Autorität steht, und hab Soldaten ohne mich. Ich sei zu einem Go, und der jetzt, zum anderen kam, und der kommt. Und zum ins Glaubt, da das, und der das. Als Jesus dort hier, wundert er sich und seht zu dir, die mit ihm gingen. Das muss ich können sagen, so ein Glauben habe ich nicht mal in Israel gefangen. Das Mann, der braucht ein Wunder. Und er weiß, dass wenn er nach Jesus kommen wird, Jesus hat die Autorität, das Wunder zu tun. Jesus würde das Wunder tun. Und was das Mann versteht, wie die Autorität, was Jesus hat. Wenn es wie ein Mann von Autorität, er weiß, dass wenn ich sage, go, dann geht er. Wenn ich sage, komm, dann kommt er. Er weiß, dass du wir, wenn eine Autorität wird sei, dann hast du eine Reaktion, dann passiert was. Und dort ist wichtig, dass wir dort weiter, dort mit den Gott, was du und ich deinen, dort so ein Gott, wir erst in immer was sein. Dort, wenn du, was gesagt wird in sie Namen, dann erst dort mit Autorität. Und das ist so schön, wenn wir lernen kennen, mehr von was sein Wille ist, was sein Plan ist. Wenn wir anfangen zu leben und zu sein, wo Jesus seine Reaktion für Krankheit, für Not, für eine Stadt, wo Not wäre, wo das Weide, wo Traurigkeit wäre, wo eine verbrochene Eier wäre, was immer du wäre. Wenn wir anfangen zu sein, wo Jesus nur diese Städte kicken hat, dann wollen wir auch anfangen, mit seinen Augen nur diese Städte zu kicken. Ich weiß, als ich mein Schwiegervater in Therapie intensiver ging, und er al ein paar Monate lag, ohne in Besagen zu sein. Dann, wie wir einmal die Büte fähren, der von Hospital, wir können da einmal den Tag nennen. Und wie wir streiten uns mehr, kriegt wer Mathe von der und angehen. Wenn es das jetzt nicht scheint, bei einer Person stehen, was an 5 Saß Maschine an ist, und was bloß rachelt, wenn es die Maschine ab und doll dann. Und ich weiß nicht, was soll ich zu Berne sagen, was soll ich zu Berne checken, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Und ich hatte meine Not. Und ich sehe dort einen Tag, ein Freund, ich sage, wo muss ich mit dem umgehen? Und sagt er zu mir, geh du hin und kick es, Jesus kickt das. Kick es, Jesus kickt das. Feil es, Jesus feilt das. Und das ging viel schöner, als es dort hineinzugehen. Man hat das Gefühl, wo Jesus in hat ist. Wenn ich dort verstehe, die Autorität, und ich lebe, dass ich ohne Jesus in Autorität lebe, dann gehe ich mit einem anderen Weg von Chicken an. Und was das Mann sagt, er sagt, ich weiß, dass du bist die Autorität, Jesus. Und von dir ist ein Wort genug. Ein Wort ist genug. Wir haben 5 Wochen die Bildschirm, wo wir Gott seine Stimme hören. Und Gott redet zu uns alle an der Klaus. Ich weiß, der zweite Abend mir dort, glaube ich, verken sie ich, wenn sich die Lehrer sind, halb bei mir schon sie, dann sehe ich die Ferien, ich post alle ab, dass alles was in der Ordnung ran, und kann mir einmal in der Thema nicht in die Gefeile so nennen lassen. Ich fällt mir dann ein bisschen schwander, wenn ich für sich, dass alles fein ran wird, und als du was Worte sein, als du was zum Schreiben sein, als du was Blätter sein, als du Eier was reich sein. Und dann fällt es ein bisschen schwander, dass ich in diese Gottes gehen wird nennen zu lassen. Aber den Sonntag, den Ferien danach wird, dann sehe ich Gott, ich will deine Stimme hören.
En ik merk mijn uur toe en er komt een stroom en ik kan dat alle doorschrijven wat hij mij zei. Dat weer zo'n zijde weer. Dat weer zo'n zijde weer. En ik vang aan te healen en ik zeg, een klas voor meer healen daar, wens God redt te ons. En weet je wat? Een woord is genoeg. En weet je wat hij voor ons heeft? Een stroom van weer. Een reikt toe. Maar hij heeft niet plus een voor ons. Hij heeft een stroom van weer voor ons. Hij heeft een ganze woord. Hij is dat woord. Hij leeft in dat woord. En dat woord in zijn weer de reden werd van de eerste dag. De Heer Jezus de reden te dien hart. Harch einfach op dat. Merk die jeesliche uw op dat wat hij die zei wil. En wie derde dat materiaal was zaten, aldrin en nek. En dat materiaal, dat reed van dat wo God zijn stem te horen. En een weg waar we dat horen, is door visionen, is door zijn, waar we zagen zijn. En dan zie je dat materiaal, om te zijn, dat wat je doen moet, is kijken. Wist je dat ook al? Om te zijn, wat je doen moet, is kijken. En wie lozen dat een paar Mal even, heeft hij zich hier niet verschreven? Wie nog einmal, om te zijn, wat je doen moet, is kijken. Ah ja, wanneer je zijn was, moet je kijken. En ons hart heeft uwen. En de Bibel redt dat van dat ons hart uwen heeft. En we hebben ook uren, geestliche uren, en we kunnen dat einfach opmerken. En we vangen om te hartje wat hij zegt, te checken zoals hij checken deed, en we vangen dort hängen aan om te gaan. We brücken niet met ons mensenfleisch nu alle dat doen wat ik geloof nu wat ik doen moet, sondern ik kan einfach stilhouden en zeggen, Herr, wat bist du dat ik van jou doe? Wat voor wunderschön ist es nicht, wenn ich smars abstunden kann und sage, welkom Herr Jezus. Good morning, Herr Jezus. Dankeschön, dass du hier in der Stube bist. Dass ich kann weiter abweichen. Wat jij mal von dir doen, Herr Jezus? Hey, kann ich irgendwie bezeken von dir mit dir, Herr Jezus? Dann war unser Weg einmal anfangen anders zu sein. Und du wirst die Kraft vom Heiligen Jesus, was Sachen bewirken. De Heer Jezus, waar ik den Glauben wil haben, zo'n Glauben als dit man, wat wist dat, wenn Jesus ein Wort gesagt hat, dann würde es passieren. Dann brauche ich Glauben. Und dann sage ich ins Mal, aber Herr, habe ich Glauben? Und Gott sagt, du brauchst bloß ein Samenkorn von Glauben, bloß ein kleiner Glaube. Jij den bloß Gott not, und der wird wachsen, den Baum. Du brauchst bloß ein kleiner Glaube. Vlei dat zoet wat in die binnen is en die geloven wordt wassen. Vrouw den Heer Jezus, dat het wassen kan. Wat die doen kost, dat die hart van geloven wassen kan. Bill Johnson zei mal eens dit, zijn pastoor van de stad. Zoveel meer ik reid zie met dat geheimnis te leven. Dat ik niet verstaan kan, wat Gott sich mir openbaren. Nicht reid zijn met dit geheimnis te leven, is ook niet reid zijn, zoals een kind te zijn. Zoals kinderen zijn, en je hebt ons toegang te dingen en zijn koninkrijk, die we op geen andere weg ervaren kunnen. Vielemaal denken we, ik moet het wunder verstaan. Ik moet weten wat er passiert. Wo wordt op eenmaal das knurken wat afgebruikt is, waar het ten ganze zijn. Wo wordt God het doen? En ik merk mijn menselijke zaken duidelijk. En hij zei zoveel meer, ik reid zie dat ik kan dat een geheimnis laten. Ik weet niet wo dat passiert. Ik weet plus dat God dat deed. Dat hij is dezelfde gisteren van jou en Maria. Zoveel meer ik dat laat, dat is mijn dood als ik dat verstoren niet. Dat is een geheimnis en ik kan dat doorlaten. Ik kan einfach zeggen, ik zie een kind. Ik verstehe nog niet alles, wo dat passiert is. Maar ik zie het als een kind. Zo is kinderen zijn, en zegt hij, je hebt ons toegang. Nu dingen en zijn koninkrijk, die we op geen andere weg ervaren kunnen. Zo doen en ik kan einfach kinderen zijn. Om zaken te ervaren. Einfach kinderen zijn. Wo zijn kinderen? Wanneer wordt willen? Papi, kan ik nog een kennen? Zo zei ons Liam jeder dag. Kan ik nog, ik wil 5 kennen van jou. Timo zei, ik wil 6, wenn ik zie 6 jaar.
Die Frauen einfach, die sind ganz einfach. Wir brauchen das nicht groß merken, wir können einfach nur, wir haben einen einfachen Zugang nur haben. Der ist op. Der ist opgerät, ein für allemal. Glaube an, merkt uns wirklich die Dinge. Wenn wir fangen an einfach so zu loten, dass wir unsere Sache glauben, wird andere für allmählich sein. Und dort allmähliche Sachen für andere Personen, für uns und für normal zu loten, die sind einfach Part vom Leben. Heidi und ich gehen eine Schulwerk von Glauben für 11 Monate nu. Gehen wir in eine Schulwerk. 11 Monate sind wir auf dem Weg. Mit unserer kleinen Flora. Und Gott redet wirklich zu uns. Er gibt uns immer das eine Wort, das ein paar Worte, was uns mit Maria drauf. Von Heilung, von wo er abfixen das, wo er Sachen treistellen das, wo er die Sachen nur steht bringen das. Aber ich kann mir denken, für 10 Monate ungefähr, aus unserer Flora, meistens verhungern wir, wo wir schreien und wird und Gott in dem Moment auch wird gibt. Und auf einmal, ein Sonntag, an Sinn und so was können Sie das erste Mal Büttel trinken. Und sonntags morgens hier in der Bibelstube das zweite Mal Büttel trinken. Mit einem ganzen Strip früh ist, dass das sein können. Und Sonntagnachmittag mit eben Agatha Horms das erste Mal für ein anderes Lied eine ganze Büttel trinken. Das wird die erste Büttel, was sie getrunken hat. Und das wird dann noch für andere Menschen. Und weißt du, wenn Gott das Leid für andere Menschen passiert? Wenn es dort merkt, ans Glauben Wasser. Dort wohnt da und dort ist Maß für uns Glauben, wann wie so eine Sache dort sein. Und ich will Ihnen was wissen, was kriegt hier in der Lothar passiert ist, nur dem, dass Flora das erste Mal Büttel getrunken hat. Flora hat noch niemals die Reiche jete, ohne dass wir irgendwas anbarrieren würden. Die können nicht schlucken. Die schlucken kein Eten. Nicht Edschaken, nicht Fleisch, nichts, nada. Nicht mal Milch. Nu hat sie gelernt, Milch zu schlucken. Wie der im Glauben jeden Tag eten müssen. Der kauft das und einmal bei einer ganzen Stunde, dann fällt das Eten raus. Und was ich nu wissen will, ist, was passiert, wenn du Glauben hast. Kann ich das einmal spielen? Es all allein. So, was passiert? Kein Applaus für dort? Sie hat hier ein Büttel getrunken. Und einen Tag, wie wir in Santa Cruz, in einem Restaurant, laute Musik, eine steht, wo wir noch niemals gewesen wären. Heidi hat Nudeln und Jeff alle Kinder Nudeln und hat gleich gecheckt, sie hat die Nudeln war eine neue Stadt. Und als wir uns weichtreten von Flora, wäre die doch nicht mehr. Wir checkt im Schlopchen, der wäre doch nicht. Okay, nach ein Label. Und dann schluckt er. Dein nächstes Video, da ruft ich den Messero, den habe ich nicht hier. Der fällt sich ein bisschen spaßig. Ich rufe den Messero her und ich sehe, hast du mal einen Wunder gesehen? No, sagt er. Na, ich sage, dann check hier, das ist erst ein Jahr, ein Feiermonat. Der hat noch niemals jede neue Art, den ersten Mal, der check mich so an, der weiß nicht, was habe ich für ein Mensch für mich? Der ganz 100. Als ich nicht ganz 100 sehe oder nicht, das ist mir dann. Aus der Strecke von meinen 7 Fehler,
Nee, viele deed zoveel beter. Dan kon Jezus de sterk in mijn leven zijn. Wanneer er een schriftje fehlt, dat lopen we Jezus aanholen. Dat wordt niet ik aanholen. Weet je wat? Jezus is een God van wonder. En dat passiert im Alldag. Dat passiert im normaalste leven. Dat is einfach zijn Alldag. En dat is niet een prediger, wat nu voor die beden maakt. Ja, een prediger kan voor die beden. Maar het zijn wie als Geschwister, wat we einfach gewoon en dat doen en dat uitleven. Een pastoor zei, dat we in Korea. En die vrouw, die had grote nood. Kwam een vrouw naar aan, hij was een pastoor door. Hij Chongi Cho. En deze pastoor, deze vrouw kwam naar aan en zij had bed aan Buddha geloofd. Buddha is een religie wat je maar zeer veel doen, omdat je vlees, Buddha wat voor die wat doen. En zo deze vrouw die had zich bekeerd, maar zij verstond nog niet alle zaken zo, wat die moesten passeren. Zo een dag kwam ze naar een pastoor en zei, pastoor, ik wil Jezus zijn adres weten, wens ik wil den een brief schrijven. Wens ik had een bed aan Jezus. Oké, dat is al dit en dit doen in mijn leven. En dan zegt de pastoor, jij gaat dat zich een beetje, hij weet, dan zegt hij, het me leid, ik weet niet waar Jezus woont. Ik weet niet wat zijn adres is, waar je handschrijven kost. Maar wacht mal, bij het nächsten Sonntag wil ik die een antwoord brengen. So hij geht in zijn stoel en hij knijpt zich en zegt, Gott, du maakt mij een antwoord geven. Ik maak deze vrouw, ik had je versproken een antwoord zo, nu hier. Maar wat is die antwoord? So hij blättert in de Bibel en hij zegt en hij horcht. Op einmal, poef, je hebt gerade aan mijn woord en zegt, dat hij weer in mij is, der is een junt, wat het in Johannes zegt. Wat das Bibelvers zegt, dat Jezus is een junt, niet zo? Dat is God is een junt. Hij weet. Nächsten Sonntag komt de vrouw naar de kerk, met schmaakt het biertje, schrijven. Nu wil je Jezus zijn adres schrijven, want zij wil je den een brief schrijven. Wens Jezus zijn adres. Hij zegt, bueno, schrijf eens mal die ene adres op. De vrouw schrijft ihre adres op, wo ze wonen daar, huisnummer, alles. Zo, zegt hij, weet je wat, dat is Jezus zijn adres. We zeggen, no, dat is mijn. No, dat is Jezus zijn. Wenn du wohnst und du hast Jesus, dat is Jezus zijn adres. Dat is waar Jezus woont, bij die huis. Wanneer je een brief schrijven wirst, dan schrijf krijg du aan. En weet je wat? Dat is wie we zijn. Jezus woont in ons. Hij woont met ons. Hij is wirklich hier in ons. Dat is niet een pastoor, bloß alleen, ja, ik zie poort van ons alle. Maar Jezus zijn adres, wo we handschrijven kennen, dat is nur die. Dat is wo we den brief handschrijven kennen. Geloven is een goal van Heiligen Jezus. En wanneer we meer van dit willen, dan vrouw en dat wordt te zijn. Amen. We kunnen de wunder wirklich ervaren. Ik weet niet wanneer du van jou brücken is, wanneer die van jou velen deed. Maar ik zie me zeggen, dat vele van ons hebben van jou een vrouw aan Jezus, een vrouw aan God. Vielleicht wirst du maar irgendwann begegnen. Der heeft krijg op Jezus zijn adres gewacht. En du bist de adres van Jezus. Maar vanmiddag. En du kost met hem taub tot erleven. Waar hij Jezus treffen kan durch die. Waar hij weet, wanneer ik met die taub zie, dan zie ik bij Jezus zijn adres. Wat we doen willen nu hier, is een wat we ook willen, wat ik al een paar zinnen al gezegd heb, wat we iedere zondag doen willen, dat hier in de Arke een paar personen stonden, noem Gottesdienst, en wat bereid zijn met die taub te beden. So, we worden van jou niet een oproep aan dat ik als je naar verre komen hier, je beden aan, dat is ook zo fijn, dat wat we van jou maar niet doen. Maar wat we doen, kost van jou, während we hier te eng werken, dan wordt hier nog muziek wieder aan. Du kannst gewoon een terrorij drinken. Maar du kannst het met je familie, of du alleen, kinderen, grote, erwachsenen, baby's, wat immer. Wat immer du van een vrouw hast en God
Aber du eine Halbbrücks von Gott. Komm hier an. Die Antworten sind hier. Die Wunder sind bereit für die, dass du die kriegen kannst. Amen. Können wir abstimmen? Dankeschön, Vater, dass du hier bist. Dankeschön, Herr Jesus, dass du hier bist. Dass du ein wundervoller Gott bist. Horch op zijn weer wat hij voor die heeft. Horch wat hij voor die reden heeft. Horch. Jesus, du sitzt jeder Hort, was hier ist. Du hast jede Antwort für jede Not, was hier ist. Und wir wollen die Dankeschön sein. Wir wollen die Dankeschön sein, dass wir Jesus in Adresse sind und dass wenn wir diesen Weg rausgehen, dass wir von dir hier erleben, die Wunder aus Gemeinschaft, dass wenn wir hier in die Fähre kommen, dass wir können kommen im Glauben, so ist das Mann, was wir hier gerade sagen, so ist das römische Offizier. Met diesem Glauben, dass du die Autorität hast, so wollen wir kommen und uns Wunder kriegen von dir. Wir wollen dir Dankeschön sein für die Wunder, was hier passiert all sind. Viele Wunder. Wir wollen dir loben, preisen, Jesus. Wir wollen dir Dankeschön sein. Wir wollen dir Dankeschön sein. Wir wollen dir Dankeschön sein, Jesus. Wir wollen dir verherrlichen, dir loben, preisen, Jesus. Ich bete, dass wir können sehen hier, wenn wir hier verloren von dir, dass wir können sehen können und dass wir können sehen sein für die Menschen um uns. Und dass sie weiter, dass wir sind Jesus in Adresse. Wenn sie nach uns kommen, dann kommen sie nach Jesus. Dankeschön dafür, Jesus. In die Nummer sagen wir Amen. Amen, Amen. Haben wir gesehen den Sonntag? Und so ich sehe, ik moet vrouwen dat meerdere leraars hier naar verder komen, van een kleine groep leraars. En je kan voor andere personen bidden. En God, als hij weer de antwoorden schenkt. Hij dit vandaag van jou nog.